Seht sie euch an. Meine bezaubernden Brautjungfern und meine Trauzeugin in ihren wundervollen grünen Kleidern stehen vorne, wartend auf den Moment, dass ich reinkomme. Genau das hier ist euer Moment. Ich möchte euch mit diesem Moment danken. Ich möchte, dass alle sehen, dass ihr die Menschen seid, mit denen ich so viel erlebt habe. Ihr seid die Menschen, mit denen ich die Zeit immer genieße. Ich liebe unsere stundenlangen Gespräche, unsere Partys und Wellness-Tage. Dass man einfach man selbst sein kann, sich aufbaut und stützt. Und genau dafür möchte ich euch heute danken. Aber nicht nur dafür. Ihr seid mit mir auch durch die schwierigsten Zeiten gegangen. Ihr alle wart dabei, als ich den Verlust meines Vaters ertragen musste. Ihr habt mich trauern lassen, ihr habt mich aufgebaut und jeder auf seine eigene Art und Weise hat es geschafft, mich wieder glücklich zu machen. Ihr seid die Menschen, die man wirklich Freunde nennt und die man in seinem Leben braucht. Danke.
unser Gott, der du dir die Kirche aus den Völkern als eine reine Jungfrau anverlobt hast, segne diese Verlobung und einige und bewahre diese deine Knechte in Frieden und Eintracht. Denn dir Geburt, aller Ruhm, alle Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer und in alle Ewigkeit. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Gelobt der Knecht Gottes Pavlos, der Macht Gottes Nadine, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού Παύλος, την δούλη του Θεού Ναντίν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Verlobte der Knecht Gottes Pavlos, der Macht Gottes Nadine, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Verlobt wird die Macht Gottes Nadine, dem Knecht Gottes Pavlos, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Αραβωνίζεται η δούλη του Θεού Ναντίν, των δούλων του Θεού Παύλων, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Verlobte die Macht Gottes Nadine, dem Knecht Gottes Pavlos, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. The
Gepriesen sei das Reich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer da und in alle Ewigkeit. In Frieden lasst uns den Herrn bitten. Um den Frieden von oben und das Heil unserer Seele, lasst uns den Herrn bitten. Durch unseren Erzbischof Augustinus, die ehrwürdige Priesterschaft, das Diakonat von Christus, den gesamten Klerus und das ganze Volk, lasst uns den Herrn bitten. Und den Knecht Gottes, Vater,
Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας λαμπρά και την σαφρά. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας μέσα και κλεβέρα. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας Μωσέα και Σεπόρα. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διαφύλαξας τον Νόε και Ποτό. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διαφύλαξας τον Ιωάννη και Ιακήτους. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διαφύλαξας τους Αγίους της Πέρας του Πυρός, καταπέμψας αυτής προς ουρανό Θεέ. Μνημόνευσον αυτόν, Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσας του ενόχους του Ηλία. Μνημόνευσον αυτόν, Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσας των Αγίων σου 40 μαρτύρων, καταπέμψας αυτής ουρανό Θεέ τους τεχάμους. Μνημόνευσον, Κύριε ο Θεός ημών, των απεψάντων αυτούς γονέων, ότι ευκαι γονέων, στηρίζους ήρθε μέρη ερήκων. Μνημόνευσον, Κύριε ο Θεός ημών, των δούλους σου των παρανίκων, των συνερτώντων στην Καναντάκη. Μνημόνευσον, Κύριε ο Θεός ημών, του δούλους σου Παύλου και της δούλης σου Ναντή, και ευλόγησον αυτούς. Δώσ' αυτής καρπών φιλίας, καλλιτεχνίαν, ομόνιαν, ψυχών και σωμάτων, ύψον αυτούς ως τα σκέλος του Λιβάνου, σαν ανεπληματούσαν. Δόρισε αυτής περναστάκιος, συναπάς αυτάκιαν έχοντες, περισσέψεις πανέργων αδελφών και εσύ ευάρεστον. Και είδωσιν Υιούς των Υιών αυτών, των δεόντων ελαιών, κύκλο της τραπέζης αυτών, και ευαριστήσαντες ενώπιον σου, λάμψους συνόσους στήλες εν ουρανό, εν σύμπερ Κυρίω ημών. Με του δόξα, κράτος, τιμή και προσχήνιση στο Πνεύμα Πατρί, προφανέζον Υιός σου πνεύματι, νύχια ημί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Λάψους δεν κερδίθεν, Gott, der aus Erde den Mann erschaffen und aus seiner Rippe die Frau gebildet und sie mit ihm zu seiner Hilfe, die ihm entspricht, bereinigt hast, weil so deiner Erbarmungskeit wohlgefallen hat, dass der Mensch nicht allein auf Erden sei. Du selbst, Herr, sende auch jetzt deine Hand aus deiner heiligen Wohnung und verbinde deinen Knecht Pavlos und deine Magd Nadine, weil durch dich die Frau dem Mann verbunden lebt. Verbinde sie in Eintracht, trenne sie zu einem Fleisch, verleihe ihnen Leibesfrucht und den Genuss des Kindersegens. Denn dein ist die Macht und das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer und in alle Ewigkeit. Amen. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Gequält der Knecht Gottes Pavlos, mit der Macht Gottes Nadine, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Στέφεται ο δούλος του Θεού
την δούλη του Θεού να δει. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Gequälvi der Knecht Gottes Pavlos, mit der Macht Gottes Nadine, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gequälvi die Macht Gottes Nadine, mit dem Knecht Gottes Pavlos, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Στέφεται η δούλη του Θεού να δει, των δούλων του Θεού Παύλων, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Gequälvi die Macht Gottes Nadine, mit dem Knecht Gottes Pavlos, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kyrie o Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Herr, unser Gott, mit Herrlichkeit und Ehre erfülle sie. Kyrie ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Πρόσχομεν Σοφία, πρόσχομεν. Lesung aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Epheser. Brüder, sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Einer braucht es nicht dem anderen, unser in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn Christus, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet und sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen alle den Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt hat und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und seinem Bein. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau wenden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Was euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. Bitte sagen wir, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sophia, Sophia, ακούσαμε το Αγίο Ευαγγελίο, ειρήνη πάση. Mit dem Πνεύμα Jesu. Εκ του Πατρ Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου,
Lass uns alle sagen, lass uns von ganzer Seele und von unserem ganzen Verstand sagen. Herr Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns und erbarme dich. Gott, erbarme dich unser nach deiner großen Barmherzigkeit. Wir bitten dich, erhöre uns und erbarme dich. Auch bitten wir dich um Erbarmen, Liebe, Frieden, Gesundheit und Heil deiner Knechte Paulus und Nadine und aller, die an diesem heiligen Sakrament teilnehmen und reiches Erbarmen von dir erhoffen. Denn du bist ein barmherziger und liebevoller Gott, und dir singen wir den Lobpreisen vor, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und in alle Ewigkeit. Lass den Herrn bitten. Herr, unser Gott, der du nach deinem Heilsplan geruht hast, zu Kamen der Lehre die Ehe, durch deine Anwesenheit als ehrbar zu bezeugen, du selbst bewahre auch jetzt deine Knechte Paulus und Nadine, die miteinander zu verbinden, wie er wohl gefallen hat, in Frieden und Eintracht. Als ehrbar beweise ihnen die Ehe. Erhalte ihr Bett unbefleckt, möge es dir wohl gefallen, dass ihr zusammenlebt und Flecken bleibt und Blut gesieht, ein hohes Alter zu erreichen, indem sie deine Gebote reinen Herzens erfüllen. Denn du bist unser Gott, ein Gott des Erbarmens und des Errettens, und dir sind wir Lobpreisen vor, mit deinem anfanglose Vater, mit deinem heiligen und guten und lebenschaffenden Geist, jetzt und immer dauernd mit Heiligkeit. Hilfe, erbarme dich und bewahre uns, O Gott, durch deine Gnade, dass der ganze Tag vollkommen heilig, friedlich und so sei, lass uns den Herrn bitten. Ein Engel des Friedens, ein treuer Führer, der Schutzer unserer Seelen und Leiber, lass uns vom Herrn bitten. Vergebung alles unserer Sünden und Verfehlungen, lass uns vom Herrn bitten. Das Schöne und Lustige für unsere Seelen und Frieden für die Welt, lass uns vom Herrn bitten. Die übrige Zeit unseres Lebens in Frieden und Buße zu vollenden, lass uns vom Herrn bitten. Nachdem wir die Einheit des Glaubens und Gemeinschaft des Heiligen Geistes beten haben, lass uns selbst untereinander unser ganzes Leben Christus, unserem Gott, beantworten. Und gütige uns, Herr, mit Zuversicht und Ungeregeltes zu wagen, den himmlischen Gott, Vater, zu rufen und zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn da ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer und in alle Ewigkeit.
gemeinschaftliche Schale, die du darbietest, denn zur Gemeinschaft der Ehe verbundenen mit geistlichem Segen. Denn gepriesen sei dein Name, verherrlicht dein Reich, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer und in alle Ewigkeit. Amen. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, υμνάμε des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Sei hoch gepriesen, o Bräutigam, wie Abraham und gesegnet wie Isaak und vermehre dich wie Jakob, indem du in Frieden wandelst und in Rechtschaffenheit die Gebote Gottes befolgst. Und du, Braut, sei hochgepriesen wie Sarah und erfreut wie Rebekka und vermehre dich wie Rachel, indem du aus deinem Mann Freude hast und die Grenzen des Gesetzes beachtest, denn so ist es Gott wohlgefällig. Του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός ημών, ο παραγενόμενος εν κανά της Γαλιλαίας, και τον εκεί σε γάμον ευλογήσας, ευλόγησον τους δούλους σου τούτους, τους εσύ προνοία προς γάμου κοινωνίαν συνάφθεντας, ευλόγησον αυτόν εισόδους και εξόδους, ήθελον αγαθείς την ζωή αυτών, ανάλαβε τους στεφάνους αυτών, εν τη βασιλεία σου, ασπίλους και αμογόμους και αντιβουλεύτους διατηρών, εις τους αιώνας των αιώνων. Friede sei mit euch allen. Lasst
mich erbitten. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die Allheilige und Wesen seine unbeschaffene Dreieinigkeit, die eine Gottheit und Herrschaft, segne euch und gewähre euch langes Leben, Segen, Wachstum an Leben, Glauben, fülle euch mit allen irdischen Guten und würdige euch des Genusses aller verheißenen Guten durch die Vorbitte der Heiligen, Gottesbeerin und aller Heiligen. Amen. Ehre sei dir, o Gott, unsere Hoffnung, Ehre sei dir, der durch seine Gegenwart zu Kana in Galiläa, die als ehrbar bezeugt hat, Christus unser wahres wahrer Gott, möge durch die Furbigen seiner allreinen Mutter, der heiligen und reichen und angepriesenen Apostel, der heiligen, gottgekrönten Könige und Apostel gleichen Konstantinus und Helena, des heiligen Großmärtyrers Prokopius und aller Heiligen, sich unser Erbarmen und uns errettet als der gütige und Messerliebende. Durch die Vorbitte unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus, unser Gott, erbarme dich unser und rette uns. Das ist die Kraftstellung. Pater Jesus. Hier ist der Observation.